Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Todesvorhersagen. Für Harbor und das Zentrum der Insel. Es ist schade. Sie sollte sich auf sich und ihr neues Leben konzentrieren. Bin ein Detektiv. Ich sollte dich finden. Du bist was? Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbour-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Hey, hallo, Lady. Begrüße, junger Mann. Mit dem jungen Gesicht. Nix. Schade. Wie gut, dass du da bist. Während Ja. wir beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Ich habe gerade wenig Zeit, Ellie. Oh, okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Der Nein, nein. Kunde klang verzweifelt. Vielleicht sollten wir Earls Schlüssel von Vadim Bobrov abholen. Er führt das Dugout in. Nick, Sollen wir wieder aufbrechen? Gehen wir. gehen wir. Gut, gehen wir. Die Ada in die Burg. Wir werden die Ada wieder zurückholen. Wir werden sie mal ein bisschen Bist du tauschen. bereit für diesen neuen Fall? So, kurz einen Blick. Der Charakter schaut aus. Daten, Aufgaben, Kleidung. So, jetzt da. Erzähl mir mehr. Der Kunde ist ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Nakano. Ich kenne den Namen. Ich kann mich aber nicht an Details erinnern. Du solltest mal anfangen, die Dinge aufzuschreiben, Nick. Geht nicht. Dann hättest du ja keinen Job mehr. Das merke ich mir für das nächste Mal, wenn ich einen hysterischen Kunden beruhigen muss. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll, vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Komm schon, Ellie. Aus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagte was von einer Tochter und einem Funkgerät, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Ich kümmere mich drum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste, in einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Ist ein langer Fußmarsch. So fangen die schweren Fälle immer an. Sei vorsichtig, wenn du zum Nakano-Haus gehst. Die Gegend da ist ziemlich abgeschieden. Die kennen mich noch nicht. Ja. Daddel, der Charakter schaut aus. Egal. Ich kann uns kaum noch auseinanderhalten. Ich frage mich, woher sich Herr Nakano und Nick wohl kennen. Ja, Ellie. Ich hab mir gedacht, wie geht's mit Nick? Wo ist er denn? Nickilein, du altes Stachelschwein. Auch gute Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Sollte das Motto von Diamond City sein. Ja, Nick. Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken, aber du stinkst gar nicht. Nö, dafür bist du klein. So. Jetzt habe ich es ihm wieder gegeben. Einen kurzen Schwenker in Richtung Burg. Da haben wir noch was zu erledigen.
erledigen. Wir werden nur ein bisschen was mitnehmen, was wir verkaufen können. Mhm. Und dann geht's ab in Richtung Norden. Ich hätte nie gedacht, dass die Minutemen jemals wieder eine ernstzunehmende Macht sein würden. Da habe ich mich geirrt. Richtig. Und wer hat sie erbaut? Aufgebaut? Nur ich. Jetzt muss er mir einen Egoisten aushängen lassen. Hi, Pipes. Bleibt für immer verborgen. Richtig. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Richtig, in diesem wunderschönen Grün kommst du auch sicher weiter. Aber wir brauchen noch die ganzen Polizeibandeln vom Nick. Wir brauchen nur ein bisschen was wir noch verkaufen können später. Ja, weißt du was, die paar Wasser reichen uns schon. Gut. Ich habe es mit Absicht in Nick genommen. Es ist ein Nick Valentine DLC und das will ich auch so. Wir werden gleich von da weggehen. Ja, warte mal. Ich bin ganz Ohr. Hier ist mein Angebot. 2 Packel Chick. Nick, mit denen haust du mir aber nicht vom Socken, das sage ich dir. Ah Gott, Junge, du bist so geil. Mordstrom Gaudi? Nein. Da brauchen wir Muni. Du kriegst ein bisschen eine von da. Wo haben wir denn? Das ist die 10 mm. Warte mal. Ja. Man spätestens dann, wenn er eine bessere findet, schnappt er sie eher andere. Ich gebe ihm die letzten Minuten. Der hat die EZ2. Wo ist denn der? Ganz unten, gell? Irgendwo. Oder ganz oben. Hat 2 mm da. Ich gebe ihm da jetzt einmal. Ich gebe ihm da mal alle. So. Haben wir irgendwas, was ein bisschen an Bums macht? Warte mal, ich tue jetzt mal da speichern. Was war das? Musstest einfach wiederkommen, was? Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Cool, Nick.
Ich mag ihn nicht einfach. Es ist also ein Charakter, den liebe ich. Gut. Marschieren wir weiter. Alter, schnellster bist du auch nicht mehr, Nick. Ehrlich. Na gut, das Spiel ist jetzt auch schon 4 Jahre heraus und da kann man nicht mehr so schnell sein. Oh, ich sehe 300. Allein. Das muss heute nicht ein Todestag. Gut. Was das? Oh, ja, keine Ursache. Ich bin froh, dass aus dir was geworden ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt. Keine Ursache. Ah, Nick. So geil. Was für ein Stress das jetzt gehabt hat. Saugeil. Ah ja, du, ich kenne die zwar, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht, dass es dir geworden ist. Ah, geil. Haha. Warte mal. Ja, hallo, Meister Jäger. Ein Begräbnis. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Richtig. Ah Gott. Ja, gut, dass wir da jetzt auch verkupft sind. Also sonst hätten wir das nie erwischt. Nie. 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 Da geht dir ab das Knie, das sag ich da. So. Kurz einen Blick. Jeder überlebte Kampf. Ehrlich gesagt, irgendwie macht mir die Waffen sogar Spaß. Magst du das Deppert anrufen? Alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Nick, ich weiß, dass du über 200 Jahre alt bist. Wenn ich dir das in die Hand gebe, wenn ich dir das in die Hand druck, was ich trage, gehst du in die Knie. Kommt jemand. Ich wollte Erfahrungspunkte haben, mehr nicht.
das da herinnen alles? Ich meine, gerade ein bisschen was. Aber nicht der Rede wert. Die Nakanos. Warte mal, ich brauche ein Thumbnail. Na gut, bis die Episode online geht, vergeht ja ein halbes Jahr. So. Oder machen wir's Verdammt, so. melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Hoffe, das ist okay. Wir haben uns selbst reingelassen. Nick, dem Himmel sei Dank. Du musst dich direkt an die Arbeit machen. Sie könnte verletzt sein. Sie könnte... Oh, ganz ruhig. Kenji, oder? Wieso gehst du mit mir und meinem Partner hier nicht alles in Ruhe durch? Du musst dich an die Arbeit machen. Du und Nick. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Nick hat es dir nicht erzählt? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Der Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei in meiner Hüfte. Klar. Ja, langsam erinnere ich mich wieder. Tut mir leid, dass es nicht gut ausging. Wir sind rausgekommen, das ist es, was zählt. Und jetzt kannst du dich revanchieren, indem du meine Tochter findest. Wir sind hier, um zu helfen. Erzähl uns, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Keine Sorge, Kenji. Wir klären das. Warte einfach hier. Mr. Nakano? Hattest du Fragen zu meiner Tochter? Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen, du behauptest, sie wäre entführt worden. Ich weiß, dass es Entführer waren. Kazumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Kannst du mir sonst noch was über Kazumi sagen? Jedes Detail könnte entscheidend sein. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass ihr Großvater ihr beibringt, wie man diese Maschinen repariert. Ne, ist der aber viel genommen. Ihr Großvater? Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kazumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Mrs. Nakano? Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter.
Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das Meer Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kasumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Ich würde gern mehr über Kasumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kasumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Erstmal nicht mehr. Okay.